guten Morgen noch von meiner Seite. Wie das wir schon ein bisschen weiter in der Zeit sind, wollte ich just darauf vorbereiten, ich werde ungefähr 1 Stunde predigen, da könnt ihr sämtliche Termine noch verlieren. Nee. Also die Familie, die sieht den sich nicht heraus. An einer Familie geht die Geburt. Und dann ist ein Teil von dieser Familie. Wenn die Familie bekannt ist, zum Beispiel mein Name kann hier im Land mal heinst du mit einer Busfirma verbunden gehen, dann mengen die Leute, dass sie bekannt ist. Wenn die Familie an dem Umfeld, wo ihr lebt, belebt ist, dann ist sie meistens auch belebt. Aber wenn die Familie schlechten Ruf hat, wird ihn automatisch, weil ein Teil von der Familie ist, meistens auch ein schlechter Ruf. Die Familie, an der ihr geboren wird, hat einen großen Einfluss auf das Leben von einem Menschen. Und heute geht es dann als im Predigtext auch um eine Familie. Oder besser gesagt, es geht um eine Familie, die bis auf Gott selber zurückgeht. Und Gott selber identifiziert sich mit dieser Familie. Wir kommen am Ende Juli endlich an unserem Predigtplan am Neuen Testament an. Bis jetzt waren wir am ersten Teil von der Bibel unterwegs, jetzt kommen wir mal an den zweiten Teil. Und an den nächsten Predigten geht es vor allem um Jesus, an dem seit echt kommen hier auf das Erd. Und den Text, den wir heute lesen, den hört, oder den kann ich so, und der geht am Jahr 27 nach Christus, das, was er beschreibt, als am Jahr 27 nach Christus geschieht. Und die darf man mal abschlagen, Luk, Kapitel 3, Vers 23 bis 31, Luk, Kapitel 3, Vers 23 bis 31. Und ich war ja schon hier und heute schon etwas über Nimm hören. Lo lesen wir wirklich ganz viel Nimm. Also Luk, Kapitel 3, Vers 23 bis 31. Falls ihr mal einen wollt, den biblischen Text auswendig lernen, das wäre ein flotter Text für uns zu fangen. Der Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, wie er sein Dienst angefangen hat. Und es gab angeholt, dass hier der Jung vom Josef war, den der Jung vom Eli war, den der Jung vom Mattat war, den der Jung vom Levi war, den der Jung vom Malki war, den der Jung vom Janai war, den der Jung vom Josef war, den der Jung vom Mattitia war, den der Jung vom Amos war, den der Jung vom Nachum war, den der Jung vom Hesli war, den der Jung vom Nagai war, den der Jung vom Machat war, den der Jung vom Mattitia war, den der Jung vom Shimei war, den der Jung vom Josef war, den der Jung vom Juda war, den der Jung vom Johanan war, den der Jung vom Resa war, den der Jung vom Zerubabel war, den der Jung vom Shealtiel war, den der Jung vom Neri war, den der Jung vom Malki war, den der Jung vom Adi war, den der Jung vom Kasam war, den der Jung vom Elmedam war, den Jung vom war, den Jung vom Josai war, den Jung vom Eliezer war, den Jung vom Jorim war, den Jung vom Mattat war, den Jung vom Levi war, den Jung vom Shimon war, den Jung vom Juda war, den Jung vom Josef war, den Jung vom Jonam war, den Jung vom Eliakim war, den Jung vom Mala war, den Jung vom Manna war, den Jung vom Mattata war, den Jung vom Nathan war, den Jung vom David war, den Jung vom Ischai war, den Jung vom Oved war, den Jung vom Boas war, den Jung vom Salmon war, den Jung vom Nashon war, den Jung vom Aminadab war, den Jung vom Aram war, den Jung vom Hezron war, den Jung vom Peretz war, den Jung vom Juda war, den Jung vom Jakob war, den Jung vom Isaac war, den Jung vom Abraham war, den Jung vom Terach war, den Jung vom Nachor war, den Jung vom Serug war, den Jung vom Reu war, den Jung vom Peleg war, den Jung vom Eber war, den Jung vom Schelach war, den Jung vom Kenan war, den Jung vom Arpachshad war, den Jung vom Scham war, den Jung vom Noach war, den Jung vom Lamash war, den Jung vom Methuselach war, den Jung vom Henoch war, den Jung vom Jered war, den Jung vom Mahalalel war, den Jung vom Kenan war, den Jung vom Enosh war, den Jung vom Schat war, den Jung vom Adam war, den Jung von Gott war. Also das ist ein Bibeltext, du kannst als Prediger null eine Betonung machen, weil das einfach immer dieselbe Satz, schüss einen anderen det man lädt, das ist relativ eintönig. Das war relativ viel nimm und froh ist, was können wir aus so einem, auf den ersten Blick, gefühlt langweiligen Text lehren.
Und schon predigt mal lieber schrieben mit folgenden Satz. Der Jesus identifiziert sich mit den Menschen, erstens mit ihren Traditionen und zweitens mit ihnen als Personen. Und wir fangen nun mit, der Jesus identifiziert sich mit den Menschen, erstens mit ihren Traditionen. Am Vers 23a steht, der Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, weil hier sein Dienst angefangen hat. Für was erwähnt den Evangelist Lukas, dass den Jesus 30 Jahre alt war? Weil es gibt an der Bibel just 2 Plätze, wo ein Alter vom Jesus erwähnt wird. Einmal am Kapitel 4, Kapitel 2, Vers 41, da gibt es einen Moment vom Jesus seiner Jugendzeit erwähnt, und da steht dann, dass er 12 Jahre alt ist. Und hier eben an diesem Text von heute, am ersten Vers, am ersten Teil, da steht, dass der Jesus 30 Jahre alt ist. Für was erwähnt denn Lukas das? Für was ist das wichtig? Wenn wir an der Lehre von Moses unterwegs sind, da gibt es ein paar interessante Stellen zum Thema Alter. In Genesis 17, Vers 12a steht zum Beispiel, an all ihre Generationen wird all jung beschnitten, wann hier 8 Dich alt ist. Also demals hat Gott gesagt, dass die Beschneidung von den männlichen Nachkommen von Abraham am Volk Israel den 8. Tag nach ihrer Geburt soll stattfinden. Da lesen wir Levitikus 27, Vers 3a. Ein Mann von 20 bis 60 Jahren schätzt du ob 50 Schekel Silber. Wenn in den Kontext liest, da geht es um besonders Versprechen gegenüber Gott. Und da geht all Alter bewährt, mit wie viel Schekel wert ist. Und das man lädt für die Frauen hier im Raum. Männer sind an dem Text immer mehr wertvoll. Und das man lädt für die ganz Jungen hier im Raum, auch für die Pensionären. Scheinbar sind Männer an dem Text von 20 bis 60 Jahren die wertvollsten. Muss der mit Gott auseinandersetzen, wenn euch das nicht gefällt. Nummer 1, Vers 3, du liest den dann, du an den Aaron schreibt all die an Israel, die an der Armee Dinge können, die 20 Jahre alt und drüber sind nur ihren Divisionen an. Also für am Volk Israel an der Armee dürfen sogar bis den 20 Jahre alt sind, dann waren dabei. Und dann an Nummer 4, Vers 3, und ich kann ganz viele Verse abziehen, das könnt immer nicht so standardmäßig den Satz zurück. Zwischen 30 und 50 Jahren jeder, den an den Dienst muss, für die Arbeit am Zelt vom Treffen zu machen. Für die Leviten und für die Priester gibt es eine Regel, dass sie seinen Dienst mit 30 Jahren aufhängen und übrigens mit 50 müssen die dann nicht an die Pension gehen. Das hat auch vielleicht den Grund, wenn es der Levit war, zum Beispiel, den du misst Opfer bringen, da warst du den ganzen Tag nimmer wie ein Metzger Fleisch du misst schneiden, da kann ich mir vorstellen, dass das körperlich auch anstrengend war, das 20 Jahre zu machen. Am Neuen Testament ist es so, dass darauf hingewiesen wird, dass der Jesus auch geistlich gesehen ein Priester ist, aber nicht aus dem Stamm von den Leviten. Hier kommt aus dem Stamm Juda. Also ist bestimmt aufgefallen, wo man durchgelesen von all denen. Mit zu all den Regeln, die Gott hier abgestellt hat an der Lehre von Moses, hatten die Juden eine extra Regel, so nicht mal erfunden oder dezidiert. Und die war, ein Mann durfte an der Öffentlichkeit nicht mehr mit 30 Jahren aufwärts schwätzen. Wenn er dafür geschwärzt hat an der Öffentlichkeit, hat sein Wort keine Autorität. Das war also eine Tradition, die Juden selber entwickelt hatten. Und die müssen die respektieren, wenn ihr wollt, dass die anderen geben nachlauschen, wenn ihr etwas so. Aber wo Gott als Mensch, als einem jungen Jesus auf das Welt kam, hat er die Tradition respektiert. Das weiß uns der Lukas, wenn hier am Vers 23a schreibt, der Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, weil hier sein Dienst angefangen hat. Ich meine, dass der Junge von Gott Jesus auch hat, könnte mal 20 oder 25 Jahre schon etwas machen. Er war ganz sicher kompetent dazu. Wir haben hier nicht Traditionen vom Volk Israel respektiert, solange sie nicht Gottes Wort widersprachen. Wenn Traditionen vom Volk Israel Gottes Wort verdrängt tun oder annulliert tun, dann hat Jesus das gesagt. Das könnt ihr zum Beispiel nachlesen am Markt, Kapitel 7, Vers 11 bis 13. Aber solange die Traditionen von ihnen nicht Gottes Wort verdrängt oder annulliert tun,
hat Jesus respektiert. Und das weist etwas über Gott, sein Verständnis von Beziehung, von Familie. Gott identifiziert sich mit den Menschen. Hier versucht sie zu verstehen. Hier weist ihnen, dass sie gern hört mit ihren Traditionen und mit ihren verschiedenen Kulturen. Zu Lützeburg haben wir 48% Ausländer wohnen, die aus anderen Kulturen kommen. Das heißt, wir sind tagtäglich gewinnt, dass wir auf Leute aus anderen Kulturen treffen. Also als Vakanzenzeit und Touristen kommen an das Land, wir müssen da heute pur sitzen, und wir gehen auch an die Vakanz, und da sind wir an andere Kulturen in NRW. Und die anderen Kulturen, die sind anders. Die haben andere Traditionen. Und zur Scham von als Christen muss ich sagen, an der Vergangenheit haben viele christliche Missionare weltweit auf die Kulturen von den Leuten raufgeguckt, sie ignoriert oder sie direkt kritisiert oder so gemacht, wie wenn die westliche Kultur die einzig richtig wäre. Aber beim Jesus kann ich etwas beobachten. Der Jesus möchte keinen Kulturkampf. Der Jesus versucht sich mit seinen dämonischen Mitmenschen aus dem Volk Israel zu identifizieren. An dem sie ihre Traditionen respektiert, solange sie, wie gesagt, nicht gegen Gottes Wort gehen. Weil Ziel von Jesus ist, Juden sollen das Wort für Gott hören. Sie sollen die gute Nachricht hören. Sie sollen durch das Wort für Gott an ihrem Herzen verändert gehen. Aber wenn da muss 30 Jahre halt warten, bis sie ihm nachlauschen, weil neben recht mit 30 Jahren hier eine Autorität hat, dann hörte Jesus die Geduld, so lange zu warten. Wie ist das bei uns? Haben wir ein Interesse für den kulturellen Background, den wir alle haben? Ich spreche nicht zu sagen, dass bei uns in der Gemeinde der kulturellen Background relativ unterschiedlich ist. Lützeburgisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Afrikanisch und so weiter. Und die Herausforderung ist, können wir die Kulturen respektieren, auch wenn sie ganz anders sind wie als eigene Kultur und noch einst Auswirkungen haben, die da nie geändert kriegt bei Leuten. Aber wenn wir mit unseren Mitmenschen schwätzen auf der Schaft oder an der Schule, interessiert uns, was sie für Traditionen haben. Oder wollen wir just von Jesus erzählen und der Rest ist uns egal? An der Seelsorge gibt es eine ganz einfache Regel, die soll unbedingt anhalten, das ist eigentlich die wichtigste, das lauscht da noch, schwätzt wenig. Weil wenn du nur lauscht, da kannst du den anderen verstehen. Und den anderen fühlt sich auch geschätzt. Wenn ich das heute so aus dem Text ist das nicht, dass ich das perfekt umsetzen. Ich lausche dann oft viel zu wenig nur und interessiere mich oft null für den Hintergrund von einer Person oder schon der Charakter. Die Person fängt an, etwas zu erzählen und denkt, ja, ich weiß schon, so, und da geht da schwarz-weiß angedeelt. Mit diesem Text und noch viel anderen Texten, wo der Jesus Traditionen beginnt, weisen, der Jesus identifiziert sich mit den Menschen, an dem sie hier Traditionen respektiert, außer sie verdrehen oder annullieren das Wort von Gott. Und das will ich, ob man es vom Jesus lehren, das doch zu machen. Und da kommen wir zu zweitens. Der Jesus identifiziert sich mit den Menschen und mit ihnen als Personen. Hier im Text stehen, wie gesagt, ganz viel Nimm. Han hat all Numm als eine Person. Und Nimm sie wichtig, das bemerken ich immer bei meiner dritter Durchter. Ich nenne hat immer Leni, mir hat heißt Lena, und ich kriege noch alltag gesagt, Papa, ich heiße Lena und nicht Leni. Dafür die Nimm hat eine Bedeutung. Und Han hat denen Nimm heißt, die wie gesagt Personen, und die haben alle guten gut und schlecht Seiten. Ich werde aus Zeitgründen natürlich nicht alt Nimm am Einzel durchholen, aber wenn der Molenker erst die Zeit holt, dann werde er herausfinden, die Leute hier im Text, die sind nicht perfekt, sie sind Menschen mit guten und schlechten Seiten. 3 Beispiele. Den David am Vers 31 geht an der Bibel ein Mann nur im Herzen von Gott bezeichnet, und das ist also ein Vorbild, und gleichzeitig aus dem Mann ein Mörder und ein Ehebrecher. Der Judah am Vers 33, der das den als großer Bruder, sein kleiner Bruder Josef, verteidigt für seine Brüder, mir gleichzeitig mit der Witwe von seinem Jungen ins Bett geht.
Und der Lamech am Vers 36 ist nicht Deponie hier von Lützeburg, sondern das ist der Mann von der Gewalt. Das ist der Begriff von Gewalt an der Bibel. Und der Gott, in dem ich lebe, präsentiert sich hier als der Pap von all den im Text, weil am Vers anderes Spiel steht, den der Jung vom Adam war, den der Jung von Gott war. Gott hat den Adam erschaffen und dafür ist hier der Pap von all den Menschen. Und gleichzeitig ist Gott selber als einem Jung ein Nachkomme von all den Menschen. Gott identifiziert sich so stark mit den Menschen, die hier selber schaffen, dass er sich nicht so schuld ist, von ihnen selber zu gehen. Den Text, den wir heute lesen aus der Familienstammbaum von Jesus. Aber Gott will, dass da den Text an der Bibel ist. Das ist Gottes Wort. Das gibt die meisten Leute, die die Bibel noch nicht gelesen haben, erwarten, dass das an der Bibel als Gottes Wort steht. Mit das ist Gottes Wort, ein Stammbaum. Weil für Gott ist es wichtig, dass wir wissen, von wem stammte Jesus als Mensch auf. Weil der Jesus schummt sich nicht für diesen Stammbaum. Hier identifiziert sich mit all den Personen, die wir hier am Text gesehen haben. Aber Gott identifiziert sich nicht nur mit den Leuten hier, Luke, Vers 3. An der Lehre von Moses präsentiert sich Gott ganz oft als der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Vers einfach als Beispiel, Exodus 3, Vers 6. Es sind der Gott von deinem Pap, der Gott von Abraham, der Gott von Isaac und der Gott von Jakob. Welche Gott identifiziert sich so mit den Menschen? Der Gott von der Bibel ist nicht der Gott, der weit fort ist. Hier ist ein Gott der Menschen, hier ist ein Gott von den Menschen und hier ist ein Gott, der selber Mensch ist. Gott ist auch nicht der Gott von einem Klerus, einem Papst, einem Priester oder einem Pastor. Hier ist der Gott von Glaubenshelden, die wir an Hebräer 11 begegnen. Gott identifiziert sich auch mit all denen, die wir da lesen. Gott ist auch der Gott von Leuten, die wir als Glaubensvorbilder an dieser Gemeinde hatten. Ich erwähne einfach mal als Beispiel den René Nafziger oder den Henk de Feiter. Wir haben so einen Gott für ganz normale Menschen, wie du und ich. Gott identifiziert sich mit Oliver, mit Armand, mit Mirai, mit Rita und mit Schiederengen, die gelebt. Hier will eine Beziehung mit dir und mit mir. Und hier hält uns als Person an. Wir können aber denken, okay, das heißt, ich muss den anderen einfach unholen wie nass und fertig. Mit dem Evangelium seht doch, dass er eine Veränderung braucht. Ah ja, das ist wahr. Weil sich mit den Menschen identifizieren, das ist der erste Schritt. Aber du hältst eben nicht ab. Der Jesus will uns da verändern, wo wir Veränderung brauchen. Und das ist in der Regel nicht an unserer Tradition oder an unserer Kultur oder mir als Person. Mir als Herz braucht Veränderung. Als Denken über Gott braucht Veränderung. Als Denken über uns selber braucht Veränderung. Als Denken über uns Mitmenschen braucht Veränderung. In Jean 1, Vers 14 steht, wo das Mensch gehen und hat einer das gewohnt. Ich muss sagen, da fand ich die letzte Übersetzung richtig gut, weil wenn in auf Deutsch sind, das Wort wurde Fleisch. Das können wir verstehen, wenn wir die Bibel oft gelesen haben. Mit Fleisch ist du wirklich gemeint, und als Mensch, wie du und ich. Gott, als wird wirklich Mensch gehen. Aber weil Gott Mensch gehen ist, kann hier uns aus seinem Jung viel leben, wie ihn als Mensch leben soll. Weil der Jesus ist perfekt, herrlich, ohne Fehler. Aber wenn wir auf hier gucken, da sehen wir, wie es Mist sind. Der Jesus weiß, dass wir die Veränderung bei uns soll ausgesehen. Und dass das Veränderung auch nicht mehr bei ihm selber zu finden ist. Weil hier also Schöpfer ist, weil hier den einzig wahren Gott ist. Weil hier den einzigen Gott ist, den auf diese Welt als Mensch kommt. Aber weil hier als Herz kennt. Der Jesus identifiziert sich mit den Menschen, und wir Menschen sollen uns mit Jesus identifizieren. Und der Jesus, deiner mein Herz an dich und mich als Person gesagt, der gesagt hindert heute. Hier findet den charakterstärkten Top. Hier findet dich super schön, so wie du bist. Hier findet die meiste von den Traditionen und Gewöhnlichsten super interessant,
sogar wenn du immer zu spät kommst. Mit Jesus ist auch traurig über dich und mich, weil ihr seid doch Dinger mein Fehler. Ihr seid als böse Gedanken. Ihr seid als himmlisch böse Toten. Ihr seid als Sünden. Ihr seid als Schuld. Ihr seid als Angst. Ihr seid als Schimpf. Und das macht ihn richtig traurig. Weil dummer da kann der Jesus sich nicht langfristig identifizieren. Hier kann nur vollziehen, dass es schwer ist, der Sinn zu widerstehen. Mit Sinn bleibt Sinn, und Sinn bleibt falsch. Und der Jesus hat keinen Sinn gemacht. Ihr seid Dinge Menge Sinn an unserem Herzen, an unserem Leben. Und das will der Jesus an unserem Herzen dann ändern. Das will der Jesus an unserem Leben ändern. Die Sinne Space seid an uns, die uns von Gott trennt. Und dafür stirbt der Jesus am Kreuz von Golgatha. Dafür steht am Markt 10,45. So ist doch mit dem Jungen vom Mensch. Die kommt nicht für sich bedingen zu lassen, mir für zu dingen und für sein Leben als Lesegeld für viele Menschen zu gehen. Der Jesus hat sich so mit den Menschen identifiziert, dass er sein Leben hier gehen hat, für das sie können gerade geben, was sie darunter leben. An einem Lied auf Lützburg sangen wir darüber so: Gott schickt sein Jung, sein Name ist Jesus. An ihm kein Mensch verloren geht, für mich gestorben, als Schuld verziehen, das eitel graveste Beweis, dass Jesus lebt. Gehört dein Name schon zum Stammbaum von Jesus? Ich meine, du mal dann nicht, ob dein Name am Text Lüg, Vers 3 zu finden ist. Du erwähnt die Bibel nicht eine Purnim von Menschen, mit denen Gott sich identifiziert. Mit Jesus identifiziert sich mit all den Menschen, die hier leben. Und neben von den Gläubigen stehen am Buch vom Leben für Gott, so sieht die Bibel an der Offenbarung. Los uns um der Errettung auf Veränderung durch den Jesus feststellen. Weil du kannst hier auf der Erde Member sein von einer belebten Familie oder von einer total unbekannter Familie oder einer Familie, die sich nicht mehr streitet oder vielleicht gar nicht mehr mit denen schwätzt. Und das tut weh. Aber die wichtigste Frage ist, gehörst du zur Familie von Jesus? Für bei seiner Familie dabei zu gehören, musst du nicht perfekt sein. Hier kennt es besser wie mir zum Teil selber. Hier kennt es Traditionen, hier kennt es als Personen und hier kennt es Fehler und es Sünden. Und hier bittet es uns, mit ihm und durch hier Veränderung zu erleben. Und Teil von seiner Familie zu gehen. Einer Familie, die ewig bleibt. Wo es in der Ewigkeit kein Streit, kein Problem, kein Sinn mehr gibt. Wenn du Teil von der Familie bist von Jesus, dann bist du Teil von der Familie, wo du eigentlich schon ein drauf bist. Weil Gott ist auch dein Pap. Hier nicht dich am mich erschaffen. Wenn du dich für den Glauben und den Jesus entscheidest, da kannst du heim. Da kannst du an deine Familie. Da bist du endlich da, wo du hingehörst. Du heim. Amen.